wir sind hier im Wald in Manitoba, wo wir sehen, dass hier sind verschiedene Sorten Bäume. Ich weiß auf dem Video jetzt nicht so gut zu sein, aber hier sind Bäume, die einfach durchgegangen sind. Und die stehen hier noch einmal. Und dann wundern wir einmal, was dauern die hier? Also hier sind noch andere Bäume, die sind gratis, die sind noch einmal lebendig, aber die stehen hier manche durch. Und dann wundern wir, was kann die Typ sein und was tun die, was nützen die, wenn die hier alle Typ sind? Und dann wollen wir hier ein bisschen wieder rankicken und dann sind hier alle Sorten kleine Bündchen, die von Sod sind abgekommen. Die sind von den Sod von diesen Dödjebäumen, die sind durchgegangen, und sind Sod von den Leben, die da stehen. Und dann wundern wir, wo kann die hier dann, wo wir sind, die Dödjebäume noch nicht angefallen oder ausgebracht, was nützen die? In der Wirklichkeit ist, dass die großen Bäume, die was hier sind, die Dödje auch die Lebenden, die bringen Schüling für die kleinen Bäume, dass die können abkommen und dass die können wachsen, dass die können den Grund finden, dass die können Leben futtern. Und weißt du, was die Bibel lehrt uns in Hebräer Kapitel 12, dass die Menschen, die dann vorher gehen, die sind das ein großes Schwur von Menschen, die ein Beispiel sind, die vor uns gewesen, was die gelebt haben. Und der erste Mensch kriegt das von der als Schüling geben, das von der uns ein Beispiel geben, von wo im Glauben zu leben. Die kriegt es diese Bäume hier. Die bringen Schüling für die kleinen Bäume. So kann wir sein von Menschen, die vor uns gehen im Glauben, die geben uns ein Beispiel. Ich will die Mut sprechen dann. Kijk naar de Bibel, kijk naar andere mensen wat een bijspel zijn van geloven, van wat God nu te volgen met het ganze leven en leer van aan, en dan zie je datzelfde schuling voor die wat hingen die komen. Ik ben Henry Redekopp, voor de kort